Herzlich willkommen zum Darts Creator Cup 2025. Das bisher zweitgrößte Darts-Event des Jahres. Live aus der Live Music Hall in Köln. Und hier sind die Moderatoren des heutigen Abends. Niki Stemmler und Max Schradin. Herzlich willkommen zum Darts Creator Cup 2025. Die Halle, Niki, brennt. Dieses Jahr mit Zuschauern und mit was für geilen Zuschauern. Schradin, oh Maximal Schradin. Wir haben ja... Das ist der Alkohol. Wir haben Spektakuläres vor. Es gibt Menschen, die ihr heute kennenlernen werdet, die ihr vielleicht schon aus dem Social-Media-Bereich kennt, die können nix, wenn es um Dart geht. Schiedsrichter wird es geben, wusste ich am Anfang auch nicht. Das ist professionell hier. Natürlich, selbstverständlich. Das ist professionell. Das ist professionell. Ja, das ist professionell. Professionell! Nein. Ich glaube, die Stimmung ist noch nicht ganz da. Wir brauchen noch einen Stimmungscheck. Stand up. If you love the darts, stand up. Stand up. If you love the darts. Der erste Wurf von Adi Totoro war gestern in der Sportsbar 180. Sie nennt sich Viva Hollandia mit Mark Eggers und Stefan Gehrig. Zicke, zacke, zicke, zacke. Das geht lauter, wir sind hier beim Dart. Zicke, zacke, zicke, zacke. Pyrotechnik. Emotionen freien Lauf. Hier kommen die Sandmänner, Finn und Carlos. Habt ihr ein Ziel heute? Ich hatte selten so viel Adrenalin in meinem Körper. Das war einer der schönsten Momente in meinem Leben, wirklich, wo alle zusammen gesungen haben. Ich sage, wir haben die meiste Erfahrung vorm Board, aber nicht auf der Bühne. Ich glaube, ich bin gespannt, wie wir mit dem Druck umgehen können, aber wir machen das. Team Österreich mit Maelo und Levi. Wir haben uns in erster Linie aufs Mindset fokussiert und nicht auf diese Moves. Verstehst du? Die eine hat gestern in der Sportsbar Bravour bewiesen. Die andere hat bei Papa Platte zu Hause die komplette Wand kaputt gemacht mit Dartspfeilen. Hier kommen Merle und Mascha, M&M! Bitch, you know I'm sexy. Don't call, just text me. Also Merle und ich haben einmal zusammen trainiert. Es war okay, aber ja, ich weiß nicht. Wir gucken mal. Das klingt nach Top 4. Hier kommen Chapo und Toni, auch Jungs! Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Ihr seid motiviert, man muss gar nicht mehr groß was zu sagen. Nö, Hauptsache nicht Letzter. Hauptsache nicht Letzter? Ich glaube, die mögen euch. Hier ist Team Affengeil mit Philo und Sabek! Pack es, Philo und Sabek heute nicht Letzter zu werden! Die Leute sind hinter euch, Ich weiß, es geht heute um Darts, es könnte jetzt aber vielleicht schon mein Highlight kommen. Denn wir kommen zu den Titelverteidigern, die 2024 das Ding geholt haben. Und deswegen hatten sie freie Wahl, wer sie anmoderieren sollen. Sie haben sich für einen Holländer entschieden, der jetzt extra aus Amsterdam eingeflogen wurde. Hier kommt Giel van der Hoeve! Hey! Hallo! Hallo? Hallo Karl, wie geht's? Alles gut? Ja! Hoi Leute! Haben Sie Spaß? Haben Sie Bock?
Und sind Sie fertig vor der Weltmeister von letzten Jahren, Team Gurkensalat? Gurkensalat! Ja. Mit meinem einen Freund, das Monster aus München, und mein anderer Freund, das Après-Ski-Weltmeister, Paul Amuk und Paul Freiger! Eine Straße, viele Bäume, ja, das ist eine Allee. Ich habe auch noch einen. Hey, hey, baby. I wanna know. Also ich sag, Paul ist auf jeden Fall der bessere Spieler. Der trägt mich ein bisschen, aber ich muss so halbwegs stabil sein, dann klappt das schon. Das Ganze würde nicht funktionieren, wenn man nicht hochkompetente Schiedsrichter hätte, die hier auf die Regeln schauen. Eine wichtige Info: Sie haben sich den Song selber ausgewählt. Hier kommen Christian und Oliver. Wie sehr unterscheidet sich Schiedsrichter sein bei den Profis zu den Anfängern? Ja, heute geht es hauptsächlich um den Spaß. Ja. Punkt ist zweitrangig. Wichtig ist, dass alle zusammen Spaß haben. Es sind ja hier Getränkebars auch, gell? Ja, dass ich einfach mal, was weiß ich, dass man einfach mal sagt, 50 Bier einfach mal auf mich. Na ja, komm. Wow! Pass auf. Du bist ein Held, Junge, du bist ein Held. Ja, jetzt rennen sie alle. Guck mal hier, als gäb's. Wir haben kein Publikum mehr, Ja, alle bei der Bar sind. Oh, Maxima Schradin. Oh, Maxima Schradin. Also, die Kommentatoren übernehmen. Chat, viel Spaß. So schaut's aus. Das Game erste on. Spiel der Gruppe A, die Paul Fuckers gegen Och-Jungs. Angefangen mit der ersten Aufnahme von Chapo. 10. So, die Doppel 4. Und der ist drin! Game shot. Ali und Johnny, the Paul Fuckers, gewinnen das erste Match. Don't stop the party zu dem Song von Peter Wright. Jubel. 19 Rest. Der Blick. Vielleicht. Game shot. Vielleicht wirft er mir den Dart in die Fresse und ich muss sagen, sensationell. 100% Checkout-Quote, nachdem der erste da missraten ist. Glückwunsch an die Titelverteidiger. Und die Ja, wir haben genau gleich angefangen wie das letzte Jahr. Paul hat übertrieben gut gescored. Ich war noch nicht so ganz drin. Dann hat irgendwas mit dem Score nicht gestimmt. Ja, und dann habe ich ihn jetzt einfach reingemacht. So, jetzt wird's spannend. Jetzt sind wir im Finish-Bereich. Mascha. Auf die Doppel 4. Die Doppel 4. Ganz, ganz stark. Kommst hierher und sagst, wie schlecht du bist und dass du zu Hause immer nur gegen die Wand wirfst und dann so ein Finish. Was soll ich sagen? Du kannst nicht einfach so zum Publikum gehen. Natürlich passiert das Nein, dann. nein, ich wollte was ganz anderes sagen. Ihr seid mit Abstand das geilste Publikum, was ich je gesehen habe. Ey, nach 40 Jahren Showbusiness! Geil. Sensationell, wir machen weiter. Von dir ist ein ganz besonderes Kompliment. Wow. Der Chat schreibt, ihr macht bessere Stimmung als der Elli Pelli. Und die nehmen es auch verdammt ernst. Da ist das Triple. Ist knapp vorbei. 17. Der Doppel 8. Ja. Und der ist sensationell von Finn. Die Sandmänner. Da fällt auch ein bisschen Druck ab von den beiden. 40. Und kommt auch jetzt wieder gut rein mit einer Triple. 95. Die Gruppenphase ist auch sehr wichtig. Von Johnny. Nochmal Triple. Noch ein Triple. Wow!
Was eine Aufnahme von Mascha. Damit haben wir jetzt den Highscore heute. 118 Punkte. 118 Punkte. Riesenaufnahme. 38. So, 54. 14 für die Doppel-20 für Johnny. 3 für Doppel-20. Das ist die 3. Doppel-20. Und Da der ist ist drin. Johnny deckt erneut. Und Adi verbeugt sich. Und Adi sitzt im Rucksack von Johnny. Mach's dir bequem. Komisch, eigentlich kann ich das gar nicht so gut. Aber heute geht's. Adi, du bist im Rucksack? Ich bin so im Rucksack drin, Digga, holy shit. Ich werde so gecarried von dem. Aber deswegen sind wir ein Team. Damit du gecarried werden kannst. Geil, geiles Team. Das Match, das jetzt kommt, könnte das vorgezogene Finale werden. Wir haben die Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, Paul und Paul, und die absoluten Favoriten des heutigen Tages, Finn und Carlos. Das möglicherweise vorgezogene Finale. Mit welchem Mindset gehst du rein, Paul? Ich bleib jetzt locker. Luke Littler Finish für die Sandmänner. Paul auf der Doppel-4. Der ist verzogen. Der tut weh, weil Gurkensalat jetzt 7 Rest hat. Und die Chance für Carlos. Der ist drin in der Doppel-10. Das Match in der Gruppenphase. Und das Publikum ist on fire. Das gibt natürlich viel Kraft. Diesmal war Carlos der mich getragen hat. Vorher habe ich Carlos getragen. Und genau das brauchen wir. Wir müssen uns unterstützen, wenn der andere nicht da ist. Und das kriegen wir gerade hin. Stand up! If you love the dance, stand up! Stand up! Erzähl uns mal, was in den letzten 10 Minuten passiert ist. Also, in den letzten 10 Minuten hat Ficky das Bier von Nicky Stemmler umgehauen, was er mir ausgegeben hat, was ich sehr schade finde. Stand up! If you love the dance, stand up! If you love the dance. Ich habe gerade schön Spare Ribs gegessen mit Reis, einer Hähnchenkeule, die Kohlenhydrate sind aufgefüllt, die Speicher sind voll, ich bin voll am Start. So, wollen wir jetzt labern oder Dart spielen? Es gibt übrigens eine kleine News an unser Publikum. Wir haben heute einen Dartspieler da. Und zwar Pikachu ist im Haus. Habt ihr Bock auf Ricardo Pietrezco? Pikachu! 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 So, Doppel-7. Er ist dran. Da ist er! drin! Adi hat's gekonnt! Ich hab's gekollt. Das war Affenscheiß. Ich sag zu dir, treff die 1, du wirfst die 18. Das ist diagonal auf der ganz anderen Seite. Ja, weil ich meinen Körper nicht unter Kontrolle habe. Pikachu! Pikachu! Komm gern mal hoch! So wirst du hier gefeiert. So wirst du hier gefeiert. Deine Meinung so zum Können von den Protagonisten hier, wie schätzt du das ein? Ist es richtig schlecht oder ist es nur ein bisschen schlecht? Also meine Einstellung ist immer tatsächlich Hauptsache Spaß haben und da ist egal, wie gut man spielt und ja, aber man hat auch schon den einen oder anderen guten Dart tatsächlich schon gesehen. Game Shot und kein Freibier für Hollandia. Fürs Publikum, aber der erste Sieg für Viva Hollandia. So, und jetzt sehen wir doch mal hier die Gruppenübersicht. Da sehen wir The Paul Fuckers mit 2 Siegen. Team Affengeil, die jetzt gegen The Paul Fuckers spielen, noch mit 0 Siegen. Und dann Gruppe B, die Sandmänner, die gegen Gurkensalat gewonnen haben, auf Platz 1. Und Team Österreich, die gerade verloren haben gegen Viva Hollandia mit Marc und Stefan. Gerade eben noch im Auto gesessen, wo das angefangen hat. Und da habe ich es tatsächlich auch nicht ganz verstanden, aber jetzt habe ich es auch verstanden. 98. Ich glaube, Zabex wirft Pfeile, ist hier ganz... Zabex wirft Pfeile. Komm, Junge, Doppel-12. Ja. Und Game Shot! Endmatch! Doppel-12! Team Affengeil! Besiegen nicht nur die Paul Fuckers! Bro, wir haben letztes Jahr nicht eine Runde gewonnen, nicht eine für uns entschieden und jetzt gegen die... Nein, ihr seid nicht die Paul Fuckers. Doch, ihr seid die Paul Fuckers, oder? Wir sind die Paul Fuckers! Gegen die Paul Fuckers gewonnen! Chat! Ey, Applaus! Chat, Applaus! Bei uns gibt's noch keinen ersten, keinen letzten.
Und es muss wahrscheinlich nachher ausgebrüllt werden, wer Game, auf welchem Shot, Platz ist. and the match to Gurkensalat. Ist einfach da. Es macht extrem Spaß mit diesen Zuschauern. Die geben mir so Gas alle. Und es war knapp und ich muss mich bei Paul bedanken, weil der hat es wieder durchgezogen. In Gruppe B, Gurkensalat, Sandmänner, Viva Hollandia, da sind schon gute Gegner drin. Oh mein Game, Gott. Shot, and the match Doppel to both Jungs. Auch Jungs gewinnen gegen Team M&M. Starkes Und Spiel. damit, wir können nichts gewinnen, nichts verlieren. Bullseye. Und Finn mit der kompletten Ansage. Die Sandmänner gegen Team Österreich. Game on. Game, Shot, and the match, die Da fällt aber was Sandmänner. ab von Carlos. Wir sehen bei Gruppe A 2 Teams mit 2 Siegen und 2 Teams mit einem Sieg. Und das müssen wir jetzt ausbullen und das macht richtig viel Spaß! Wer wird 3. und 4. Platz aus Gruppe A? M&M und Team Affengeil, bitte einmal kommen. Jeder von euch wirft einmal. Ihr versucht die Mitte zu treffen, die rote Mitte. Und von den 4 Pfeilen, der Dart, der am nächsten an der Mitte dran ist, die haben gewonnen. Habt ihr es gecheckt? Aber das wird wahrscheinlich nicht der beste Fall gewesen sein. Nein, ganz weit nach außen. Nein, Zabex! Merle, du musst jetzt alles rausholen. Merle, Merle. Oh, und das ist es. M&M, Platz 3, Gruppe A. Und Zabex und Philo dann doch wieder auf dem letzten Platz. Ja. Es geht um Platz 1, Gruppe A. Oh, gut vorgelegt. Was holt Adi jetzt raus? Oh. Nein! Kann Toni den Sack schon zumachen? Oh mein Gott! Das ist eine Ansage! Und das war nichts. Und Chapeau, Toni, hol den Gruppensieg, Gruppe A! Mal kurz Real Talk. Hättet ihr gedacht, als ihr heute Morgen aufgestanden seid, dass ihr euch den Gruppensieg in Gruppe A holt? Ich glaube, das hätten wir nicht mal vor einer halben Stunde gedacht. Absolute Frechheit, sag ich so. Ey, ihr seid geil. Ihr seid geil. Ihr spielt jetzt gleich im Viertelfinale gegen den schlechtesten aus Gruppe B. Und da sehen wir einmal das Bracket. Wunderschöne Regie. Auch Jungs gegen Team Österreich im Viertelfinale, das erste Spiel. The Powerfuckers gegen Viva Hollandia. Oh, das ist auch ein brutales Ding. Dann haben wir noch Gurkensalat gegen M&M. Oh, das wird, glaube ich, eine knappe Kiste. So, meine Damen und Herren, es geht bald in die K.O.-Phase, da scheiden Teams aus. Das ist die Phase, ab jetzt wird's wirklich ernst. Jetzt war nicht Spaß, aber man kommt weiter, aber ab jetzt muss man gewinnen, ansonsten ist das Ding vorbei. Für das haben wir trainiert, ein ganzes Jahr lang, Paul. Und wir ändern jetzt auch so ein bisschen den Modus, und zwar geht es jetzt nicht mehr nur um ein Gewinn-Set, sondern 2 Gewinn-Legs. Genau. Man muss 2 Legs gewinnen. Das ist der Unterschied. Ja. Hat jemand Bock auf eine brandneue Dartscheibe? Niki, such uns 5 Kandidaten raus, die auf die Bühne kommen. Wie heißen Sie? Manfred! Applaus für Manfred! Manfred! Wir wollen den Manfred sehen. Wir wollen den Manfred sehen. Das ist doch surreal gerade, oder? Hier. Ich musste meinen Enkel begleiten. Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Okay, noch nicht. Manfred! Ich glaube an Manfred. Ich glaube an ihn. Oh! AG! Oh mein Gott! AG! Den hast du dir erarbeitet. AG! Okay, das war unser kleines, aber feines Gewinnspiel. Och, ist das süß, Niki. Och, guck mal. Wir machen jetzt weiter mit den Viertelfinalspielen. Alles kann passieren. Wer verliert, ist raus. Wer gewinnt, kommt weiter. Und wir gucken, was passiert. Jetzt sind sie endlich da und jetzt können wir es noch mal ganz kurz mit einem tosenden Applaus. Ein riesen Dankeschön, dass ihr da seid. An Andres und Sarah, unsere Kommentatoren. Vielen Dank, Max. Ja, vielen Dank, dass ihr das so professionell und Ein toll super macht. Job.
Auch danke, Max, dass du immer noch auf die Karten schaust und immer noch nicht weißt, wie wir heißen. Ich weiß es nicht. Nein. Max! Und jetzt, Leute, jetzt wird's ernst, denn es gibt kein Zurück mehr. Es heißt jetzt Do or Die. Das erste Viertelfinale. Es ist Team Österreich gegen auch Jungs. Oh. 86. 86. Auch Jungs requires 36. Game shot in the first leg. Für auch Jungs. Toni schmeißt den ersten in die Doppel 18. Damit hat er 6. Game shot in the second leg. Für Team Milo Österreich. checkt das Mattos. Und es steht 1:1. Toni macht's jetzt. Wo ist der knapp? Kann er nutzen, ja. Macht es. Auch Jungs. Kommt ganz knapp an der Katastrophe vorbei. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nächstes Jahr hoffentlich wieder. Seid nicht ganz so traurig. Bist du fit? Wie sieht's aus bei dir? Es geht. Wir haben jetzt 20 Minuten durchgeworfen. Wir gucken, was geht. Ich bin gar nicht der Gute, er ist der Gute. Ich bin so im Rucksack drin bei ihm. Vielen Dank, Johnny. Ja, es wird interessant, weil es ist auch das Event von Adi unter anderem. Da weißt du nie, soll man als Gastgeber gewinnen? Will man überhaupt gewinnen? Er will gewinnen. Er will gewinnen, natürlich will er gewinnen. Wenn du 80 Rest hast, will ich das nochmal sehen. 100. So, was denn Die jetzt Schilder, los? Leute. Bei den Paul Fuckers, back-to-back 100. Der bisher gefühlt alles gecheckt hat für die Da Jungs. ist sie doch für Der führt 15. den ersten Rang in Doppel 15. Und Viva Longia führt 1:0. Und immer noch kein Finish. Oh mein Gott! Die Doppel 1. What Und the? Paul Fuckers aus dem Turnier. Was für eine Überraschung. Oh, ich hab grad so zwei Herzen in der Brust. Jungs, das komm mal ist her. Darts, Fuck, ihr könnt Leute. doch nicht raus. Ich habe keine Triples 20 geworfen und kein Doppel gecheckt. Für dich muss wahrscheinlich doppelt hart sein mit so einem Klotz am Bein. Nein, nee, das nicht. Ich hab reingestartet wie eine Rakete. Oder? Sind wir uns einig? Sind wir uns einig. Hey, du warst der Beste am Anfang. Aber dann ging's bergab. Preis für den Klotz des Tages. Gib mir mal richtig ordentlich Applaus für Adi und Johnny! Adi, oh. Die Doppel 10 stellen und dann hat er Slack gewonnen. Game shot Hätte ich in the gleich first Spaß. leg. So, Für die und Sandmänner. währenddessen checkt Finn. Die The second leg is Team Africa 1:0. into strong first. Game on. So, 5 für und die jetzt Doppel-10. Doppel 10 für Luke. Da ist Game shot ultimate. Da ist er noch, Für Junge. die Sandmänner. Ja, Mann. Gekonnt. Ziehen die Favoriten auch zu Recht ins Halbfinale ein. Hier sehen wir es nochmal. Zabex, du hast dein Bestes gegeben, hat halt nicht gereicht. Nee, nicht mal annähernd. Ich werde heute und morgen wahrscheinlich nicht mehr sitzen können. Aber dazu muss man sagen, wir haben uns im Gegensatz zu letztem Jahr verbessert. Wir haben heute eine Runde gewonnen und nächstes Jahr gewinnen wir dann vielleicht 2. Oder? Ihr seid Applaus für Zabex und Fellow! Und es droht etwas, was letztes Jahr schon drohte. Denn im Halbfinale letztes Jahr hatten wir das Duell The Paul Fuckers gegen Gurkensalat. Und wir haben es so ein bisschen das vorgezogene Finale genannt im Halbfinale. Und auch jetzt der Gewinner dieses Matches, Gurkensalat gegen M&M, wird dann gegen die Sandmänner treffen. Das heißt, der Titelverteidiger könnte bereits im Halbfinale gegen die Sandmänner Ausscheiden. Oder eben jetzt. Korrekt. Andere Trikots gekauft für die, die nicht von Anfang an dabei waren. Oh, schauen wir hier mal auf Paul. 100. 100, wo sind die 100 Stark. Schilder? Starke Aufnahme von Paul. Wieder ein Triple für Paul. Oh mein Gott! 140. Verpasst die Das 180. wäre... Oh mein Gott. Macht noch ein bisschen Druck auf Gurkensalat. Der ist Der Game drin. shot in the Aber first sowas leg. von drin. To Von Paul Gurkensalat. Frege. Es ist nur ein Leg, Mädels. Es geht weiter. Ihr habt noch alle Möglichkeiten. Gurkensalat. Der erste ist wieder drin von Paul. Der zweite. So, und der, 100. Die nächste 100 von Paul. Woo! Und Paul Momo kommt hier in eine Art Rausch. auf der Doppel 14.
Game, Shot, End the Match zu Gurkensalat. Dadurch, dass Adi jetzt raus ist, da brennt noch mal so ein bisschen mehr Feuer in mir, weil ich das Ding jetzt unbedingt holen will, damit einer der Gastgeber noch im Finale ist. Und das schaffe ich für dich, Adi. Adi, für dich, Adi. Für dich. Adi checkt überhaupt nichts. Ein Riesenapplaus nochmal für Mascha und Merle. Schön, dass ihr da wart. Wir haben im ersten Halbfinale, ich hätte das sehr, sehr gerne, The Paul Fuckers gelesen. Ja, ich auch. Aber The Paul Fuckers haben heute gar nichts gefuckt. Wir sehen es leider nicht mehr, sorry. Och Jungs gegen Viva Hollandia und dann die Sandmänner gegen uns, Gurkensalat. Das erste Halbfinale finde ich tatsächlich relativ geil, weil Chapo hat uns letztes Jahr geschrieben, oder mir, weil die haben das letztes Jahr geguckt und haben gesagt, ey, ich würde so gerne mitspielen. Und Paul und ich waren noch so, erfragen wir sie jetzt oder nicht? Haben die dann Bock drauf? Und ich finde das so geil. Chapo und Toni, die haben trainiert, die haben richtig Bock drauf und sind jetzt im Halbfinale verdient. Und Viva Hollandia, Marc und Stefan haben heute einfach gut gespielt. Die hasse ich zwar, aber sie sind auch im Halbfinale. Seid ihr ready fürs Halbfinale? Hey, hey, Baby! Ihr seid so am Start, ihr seid so geil. Ey, du machst es richtig gut. Der moderiert heute zum ersten Mal, der hat noch nie was moderiert. Macht mal Applaus für Niki Stemmler. Danke, danke. So, und los geht das erste Halbfinale. 42. Schöne Aufnahme. 117. Das muss ich mir direkt mal aufschreiben hier. Für Marc Eggers. Da ist es. Und Toni checkt. Du auch, Jungs. Holt sich das erste Leck. So, und jetzt geht Manfred tatsächlich auf den Tisch. Manfred steht auf dem Tisch. Manfred! Oh, 32. Manfred, wäre hier gar nichts los. Ohne Manfred. Game Shot in the second leg. Viva Hollandia gleicht aus 1:1. Stark, Wir gehen ins Deciding Leg im Ist Halbfinale. das ein krasses Final Spiel. Leg. Man muss bedenken, wir sind im Decider, beide Teams sind nervös. Sie müssen dieses Leg gewinnen, um weiterzukommen. Und dann ist im Finale. Meine Güte. Aber auch wirklich großen Respekt an euch. Ihr seid richtig geile Typen. Hat mir Spaß gemacht, euch zuzusehen. Das war echt spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, habt ihr zu viel Alkohol oder zu wenig Alkohol getrunken? Ich glaube immer noch genau richtig. Also, wir sind ins Halbfinale gekommen. Das war unfassbar knapp. Wir waren im Decider. Und da war nur so ein Stück, bis Schatzi wieder hier ein Double gecheckt hätte. Vielleicht können wir die Kamera sogar einmal langsam rüberschwenken. Ja, voll im Tunnel. Jede Voll letzte im Tunnel. Sekunde wird genutzt Paul zum Muck. Trainieren. Die sind heiß, die Jungs. Seid ihr bereit fürs zweite Halbfinale? Und jetzt, Sarah, mach dich gefasst auf. Vermutlich, ich sag's ungern, aber es ist das Spiel der Spiele heute. Letztes Jahr hatten wir im Halbfinale Gurkensalat gegen The Paul Fuckers, aber heute ist das nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ganz anderes Niveau auch. Das ist jetzt für mich hier wie Elli Pelli. Einfach richtig geile Darts gucken und ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Und es ist echt ausgeglichen, ne? 120. Paulo Muck macht Schön. einfach da weiter, Das wo er steht. aufgehört hat im Viertelfinale, nämlich mit einem sensationellen Scoring. Ja, okay. 1 für Gurkensalat. Oh mein Gott! Die nächste 140. Machst du mal einen Strich Und wieder dahinter? keine Mine verzogen. 2. Und wir haben echt viele Erste drin. Die haben viele Erste drin gehabt. Wir haben es gerade beim ersten Halbfinale erzählt. So, Paulo Muck scored Paul Frege checkt. Das ist deren Deal, habe ich so das Gefühl. Ja. Und so ist der Deal. Und so ist der Deal. Paul Frege checkt die Doppel 4. Nachdem Paulo Muck die 140 wirft, Paul Frege die 138. Was für ein Leck der beiden. Aber da trippelt er Der einfach erste direkt Dart. wieder weiter. Paul! Oh mein Gott! Alter, ist das krank! Warte, davon Paulo Muck! Paulo Muck! Er sagt Hammer. weiter, er sagt Ruhe. Paulo Oh Muck sagt Ruhe. mein Gott.
Er will's mitnehmen. Er fühlt's. Ich kann nicht mehr. Ich stehe. Er ist schon wieder so knapp. Und der ist drin! Der Titelverteidiger steht im Finale besiegt. Ich glaube, wir wissen alle. Was war das für ein geiles Halbfinale? Ihr habt unfassbar gut gespielt. Jetzt hier im Halbfinale hat es leider nicht gereicht. Ja, wir haben, ich glaube, insgesamt 6 Pfeile oder so, oder 9 Pfeile auf Doppel bekommen, weil, also Paul hat wie ein Geistiger gescored. Dafür einmal geistiger Applaus bitte für Paul, für die 180. Holy shit! Und dann am Ende so verdient, muss man einfach sagen. Der Mann ist brutal, der hat sich hier 2 Stunden eingespielt, sodass er auf dem Level ist und dann gibt's nichts zu sagen, hochverdient. Also Marc und Steve sind gute Freunde. Und da ist das Ding, man darf sich nicht ablenken lassen, weil die haben immer gute Laune, immer hier den und Marc, immer gute Laune und da müssen wir jetzt konzentriert bleiben. Köln, habt ihr Bock auf das Finale? Finale! Finale! Die sind ready, die sind ready, die sind ready. Manfred, komm mal her! Manfred, komm mal her! Manfred! There's only one Manfred! Wie ist das, Manfred? Ich sag mal im etwas reiferen Alter, wir sind ja in einem ähnlichen Alter, der Chat wird jetzt gleich ausrasten, der Bruder ist auch da vom Stradin. Wie ist das so, in der Halle gefeiert zu werden? Sei ganz ehrlich. Ja, wenn ich 2 Jahre jünger wäre, würde ich sagen, super. Aber jetzt ist zu viel. Ich bin knapp über 40 und... Ich auch. Manfred! Da. Gut, haben wir auch. Clip das bitte. Wir haben jetzt hier noch ein kleines Special vorbereitet. Es gibt eine Person, die hier in dem gesamten Raum am meisten geliebt wird. Ein Special-Moment nur für Manfred, bei dem ihr noch mal alle ausrasten könnt. Hier kommt die Legende des heutigen Abends, Manfred! Für dich und für ihn ein Trikot. Ich weiß leider nicht, von wem die Trikots sind. Es sind Darts-Trikots. Das heißt, wenn ihr zu Hause mal ein bisschen Darts spielt oder so, als Andenken, könnt ihr die anziehen oder als Andenken machen, damit ja, was ihr schön. wollt. Ich würde sagen, hier, der German Shine, deutscher Dartspieler. Vielen Dank. Manfred. There's only one Manfred. Für euch. Das erste Team holen wir auf die Bühne mit einem tosenden Applaus. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Sie werden von irgendeiner Seite kommen. Paulo, Muck und Paul Frege! Wir machen weiter. Manfred spielt leider nicht im Finale heute. Stattdessen kommen 2 sehr gute Freunde hier hoch, die im Leben nicht damit gerechnet hätten, hier ins Finale zu kommen. Sie sind vielleicht die Underdogs, aber sie kämpfen am meisten. Hier kommen Marc Eggers und Stefan Gehrig! Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. So, und jetzt ist es soweit. Das große Finale des Darts Creator Cup 2025. Die Titelverteidiger stehen nach einem überragenden Halbfinale im Finale gegen das Überraschungsteam. Eins der Überraschungsteam. Viva Hollandia. Und Marc ist da. 96. Stefan ist da, sorry, Stefan. Ich war gerade kurz verwirrt. Viva Hollandia lässt nicht locker. 97 Rest, Triple 19, Doppel 20 wäre es gewesen. 78, jetzt braucht er eine Triple 18. Der ist drin. Der ist für die drin. Doppel 12. 73. So, jetzt die Chance. Bloß nicht die Single 1 jetzt treffen. Da ist er! Sondern die Doppel 1. Finally!
26. Da haben wir die Back-to-back nächste. 26. Jetzt will sich Paul nicht nur den Titel holen, sondern auch noch die goldene Waschmaschine. Das ist unverschämt. Gurkensalat requires 108. Oh, Der erste Single Sitz. 18. Eine in der 18. Single. Oh, Doppel. Oh mein Gott. für die Doppel Bitte. 18. Für die Doppel 18. Hör auf. Verdammt. Das 18er Shanghai. Die Hollandia requires 4. Gut im Scoring, aber dann bei den Doppel kracht's. Game shot at the second leg. Come on. Was ist bitte mit Paul Frege los und den Checkouts? Wahnsinn! Gurkensalat requires 6. Das wäre zu schön gewesen, oder? Und die nächsten Championship Darts auf der Doppel 3. Und Gurkensalat verteidigt ihre Titel und sind so schön, so schön! Wer bekommt diese goldene Waschmaschine? Es ist wahrscheinlich von allen Creatoren die angetrunkenste Person. Hier kommt mit Flecken auf dem T-Shirt Chapo 102 Und Toni. Zusammen. 102. Erster Platz. Herzlichen Glückwunsch an Paul Muck und Paul Frege. Applaus! There's only one Manfred. One Manfred. Ey, Manfred, du bist zu jedem Darts Creator Cup eingeladen. Ab jetzt. Live Music Hall, ihr wart so unfassbar geil. Das hätten wir wirklich nicht gedacht. Als wir nach dem letzten Darts Creator Cup gesagt haben, wir machen das mit Publikum, wussten wir nicht so ganz, ob das auch wirklich so cool wird. Dass es jetzt so wird, also hätten wir niemals gedacht. Unfassbar krass. Riesen Applaus an Für euch selber. Ganz kurz nochmal, die beiden haben das Ganze hier auf die Beine gestellt und wir brauchen jetzt nochmal den lautesten Applaus, den Köln zu bieten hat. Ausrasten auf 3. 1, 2, 3. Der gehört euch. Aber Danke, dass wir nein, überhaupt alle dabei sein durften. Nee, aber das können wir gleich weitergeben an die Personen, die das hier alles organisiert haben und auf die Beine gestellt haben. Erstmal vielen Dank an Franzi, Simon, alle, die vom Management da sind. Vielen Dank fürs Organisieren, vielen Dank an Spontent fürs Produzieren und natürlich vielen Dank an Max Schradin und Niki Stemmler fürs Moderieren. Applaus! Außerdem vielen Dank an Arab, vielen Dank an Finanzguru Targets, dass sie uns hier das ermöglicht haben. Auch vielen Dank natürlich an unsere wundervollen Caller von Let's Play Darts. Wenn ihr Hilfe braucht beim Dartspielen, dann meldet euch an die Jungs. Ich glaube, die haben Flyer verteilt und ihr könnt einfach googeln. Die trainieren euch. Und Manfred, dir einen schönen Abend. Euch zu Hause einen schönen Abend. Es war unfassbar geil. Wir sehen uns nächstes Jahr. Nächstes Jahr beim Darts Creator Cup 2026. Von irgendwo, mit irgendwem. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss. Tschüss, ciao. Da, 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 da.